Die großen Probleme ist ganz einfach unser Lebensstil. Ja, wir bewegen uns einfach zu wenig, wir essen zu viel und wir essen vor allem zu hochkalorisch. Früher, wie die Leute noch mit dem Fahrrad gefahren sind oder viel zu Fuß gegangen ist, haben wir das alles verbrannt. Aber jetzt bleiben mehr oder weniger die Kalorien im Körper. Gefährlich ist natürlich vor allem das Fett, das im Bauchraum drinnen ist. Das weiß man heute, das ist besonders stoffwechselaktiv. Und das ist natürlich auch der zentrale Risikofaktor für die Entwicklung des Diabetes. Wenn Sie denken, die Zahlen der Diabetiker haben sich mehr oder weniger verdoppelt. Ja, eine große Risikogruppe ist natürlich schon unsere Jugend, weil wir das ja feststellen, dass vor allem durch Fast Food, McDonalds etc. Auch da in den Kindergärten bereits deutlich übergewichtige Kinder sind und dann entwickelt sich dieses Übergewicht weiter. Und das Problem ist, dass wenn einmal ein Diabetes, eine Zuckerkrankheit vorhanden ist, dass dann meistens das schleichend weitergeht. Was wir wissen, Diabetes, großer Risikofaktor für die Verkalkung der Herzkranzgefäße, Symptome der Patienten zum Beispiel, dass sie keine Luft bekommen oder dass sie halt zunehmend auch Druck in der Brust verspüren. Dann natürlich auch, der Diabetes geht auf die Augen, er geht auf die Nieren, also es ist eine schleichende Zivilisationserkrankung, die uns natürlich auch große Sorgen bereitet. Ja, ab welchem Alter besteht denn dann die Gefahr, dass all die Symptome auftreten, die Sie vorhin erwähnt haben? Naja, wir haben immer jüngere Herzinfarktpatienten zum Beispiel. Wir haben auch in den letzten 14 Tagen einen 30-jährigen übergewichtigen Patienten gehabt, der schon einen Herzinfarkt gehabt hat. Also die Probleme beginnen eigentlich sehr früh und das Problem dabei, dass sie nicht oft ohne Symptome einhergehen oder relativ spät zu Symptomen eigentlich führen. Also Prävention so früh wie möglich, das heißt Bewegung, Bewegung, Bewegung. Es gibt Leute, die sagen, naja, mein Gott, ist ja nicht so schlimm, da wäre ich halt dick und dann lasse ich mir das Fett absaugen und das Problem ist gelöst. Ja, das klingt sehr einfach, aber was wir wissen, alleine die Fettabsaugung ist eine sehr risikobehaftete Methode. Es gibt auch immer wieder Todesfälle, weil es dann so ähnlich wie eine Fettembolie dann funktioniert. Also das Fettabsaugen per se ist eine nicht harmlose Sache, wie man sich das vorstellt und dabei beseitigt man das Problem nicht, sondern entscheidend ist, den Lebensstil zu verändern, dass man eben wirklich Körpergewicht abnimmt und das gefährliche Fett ist ja nicht das äußere Fett, sondern das im Bauchraum sich befindet, dieses Stoffwechselfett eigentlich und man weiß heute ganz speziell, dass vor allem die Messung des Bauchumfanges ganz was Wichtiges ist. Also die Messung des Bauchumfanges ist ein ganz einfacher Parameter, den man dafür heranziehen kann, dass man sagt, also bei Frauen unter 90 und bei Männern unter 100, dass man dadurch eigentlich sehr einfach sein Stoffwechselfett messen kann. Übrigens am 2. Dezember steht das LKH Bruck im Mittelpunkt eines internationalen Kongresses. Am 2. Dezember findet in München ein ganz toller Herzspezialistenkongress statt und es wird von dem Herzkatheterlabor Bruck an der Mur eine Operation live via Satellitenübertragung in diesen Kongress nach München in die BMW-Welt überspielt, sodass wir wirklich also international hier tätig sind und dass wir, glaube ich, schon international hier weiter erfolgreich sind. Wir haben auch mit einem Mitarbeiter, mit Kollegen Kaspar, zusammen eine völlig neue Methode entwickelt, wo man noch präziser Stents, also das sind diese Drahtgeflechte, in die Herzkranzgefäße einbauen kann.